Nun denn. Der Tag läuft weiter, doch für uns neigt sich das Spiel langsam sich dem Ende zu. Hier zurück bei Pikmin 4 müssen wir eigentlich, in Anführungszeichen, nur noch ein paar Dandori-Duelle machen. Und dann noch das, ich sage jetzt mal, die Abschlusshöhle, den Abschluss-Dungeon hier drüben. Wo ich mal annehme, dass die Anzahl Gestrandete wohl ein Hinweis auf Luis, der da auch sein soll. Aber 48 Schätze ist schon verdammt viel. Ich will gar nicht wissen, wie groß diese Scheißhöhle sein soll. Naja. Aber vorher, wie gesagt, haben wir noch Dandoris zu tun. Huch, ist das ein Dandori? Sieht so seltsam aus. Naja, das Symbol, ich wollte gerade sagen, das Symbol ist schon Dandori-mäßig, dann stimmt schon irgendwie. Auf und zu, was? Oh nee, wieder Stufe 4 Dinger. Naja, sagen wir es mal so, das sind die letzten Dandori-Spiele, nachher nie wieder Dandori. Zwar noch ein paar Nachtexpeditionen, die müssen trotzdem sein, wegen Leuchtsäften und so. Aber Dandori sind dann endgültig Geschichte. Je besser, dann Dandori, dann du Dandori, dann Nachtexpeditionen, dann Dandori. Ja, ja. Dandori über alles, wer es glaubt. Luki. Wir haben oben Schätze. Wir haben hier ein paar Pikmin. Was haben wir hier überhaupt? Okay, eine fette Wand, aber auch irgendwie Bomben. Hier muss ein Mechanismus sein, der hier drüben für die Schalter hier. Also nehmen wir jetzt mal dann. Aha, nee, so, dafür. Ah, dann gehen vielleicht die einen hoch und die anderen runter. Knifflig. Ja, ich guck mal. Es gibt die Frage, ob man hier schon was machen kann. Müssen wir doch alles mitnehmen, wa? Also, er kann trotzdem mal hier. So, der Rest hat Dawn noch gemacht. Dann haben wir den noch. Du kannst eigentlich auch schon mal. Also, Fahrer 3, super. Will die Herausforderung erneut. Ja, würde ich gerne. Dann machen sie dort so einen langen Umweg, wa? Na, warte mal. Hä? Ochi, was hast du für Probleme? So, jetzt kann Ochin auch darüber. Bin noch da voll dabei, okay, von mir aus. Ochin, und das noch. Genau mit Ochin durch, okay. Okay, ihr müsst langsam hier mal durch sein, ne? Jo. Warte, das ist gerade ein bisschen doof.
Die Weißen, die dafür brauche. Mitnehmen. Gegner bringen ja auch was, wir wissen. Was zum? Wer hat das hier schon mal gemacht soweit? Okay. Gut, dann mal gucken, ne? Was haben wir noch Schönes? Ein bisschen kniffliger, tatsächlich, vor allem mit der Zeit noch. Nein! Okay, gut, ich meine, so schlecht war auch nicht gewesen, aber ich meine, das, was er eigentlich wollte. Ja, wir haben ein paar viele Pikmin verloren. Leider. Leider Gottes. Das Ding irgendwie... Scheiße. Müssen wir da rüber zu einem Ding? Nee, das ist doof. Sorry, immer noch von vorne. Das dauert mir zu lange. Ich muss es irgendwie besser aufteilen. Muss man vorher wissen, wa? Wie und was man irgendwie so macht. So, Schalter hier öffnen. Ja, das wäre jetzt eher ein bisschen doof, tatsächlich. So, wieder zu mir kommen. Dann. Nein. Stimmt schon. Also, Ochin, nimm mal den da. Die anderen können das Ding dann noch machen. Bis auf ihr 6, das passt eigentlich soweit. Dann habe ich Ochin wieder. Ochin, buddel mal ganz kurz den hier aus. Und dann hier 6 Stück für die Dinger. Perfekt. So. Habe ich euch 3. Ja, den Fails Pikmin, den ganz kurz darauf schmeißen muss. So, hätten wir das gemacht. Jetzt muss er gucken, der muss da bleiben. Das heißt, eigentlich muss auch irgendwie Ochin da bleiben. Oder mit Ochin mache ich irgendwie umgekehrt sogar. Warte mal. Nein, da ist genau das, was ich eigentlich nicht wollte. Das heißt, Ochin bleibt hier. Das finde ich irgendwie jetzt gerade ein bisschen zu optimal tatsächlich. Das muss er vorher erst nochmal, wenn ich da rüber will, muss ich das hier machen.
So. Also, du nochmal. Oder halt so von mir aus. So. Kann mal kurz rüber, weil ich brauche halt Ojin drüben doch. Wäre jetzt ein bisschen doof, wenn ich einfach nur alles ohne Ojin machen würde. Also erst einmal die Dinge hier platt machen. Moment, dann machen wir es so. Einfach immer den Fokus und Speed hier drin. Nein, was ist denn das? Mann! Mach's halt so, mein Gott. Eine Scheiße hier, so. Weil Dinge mal flach machen, wenn es geht, Leute. Ojin, den ich nehmen, dann die anderen. Hier. Hier. So, bin ich wesentlich schneller als vorhin. Ojin, weißt du jetzt nicht, wie schnell du bist? Ich meine, hier komme ich ja nur auch irgendwie zu Fuß hin. Okay, du gehst schon mal dahin. Das wäre so ein bisschen schwierig, da hochzukommen, wa? Nein! So, nochmal ganz kurz. Dann mache ich es da vorne mal ohne Ojin. Das heißt, Ojin, bitte mal, mach das. So. Ojin, du kommst da relativ easy rüber. Okidoki. Und alles noch zu. Mhm. Sehr gut. Also sogar vielleicht den auch noch. Geht eigentlich nur mal darum, dass es mal bis hierhin tragt. Perfekt, jetzt Ojin nochmal. So. Glaub schon fast ziemlich perfekt. Ganz vergessen, hier oben noch ein Monster, ja. Düdü. Jim wollte eigentlich auf dem Rückweg noch mitnehmen, wa? Na egal. Hat halt nicht ganz geklappt, aber egal, wir haben locker vom Hocker. Noch 7 bis zur Platinmedaille, da wäre letztes Monster noch gewesen.
ein bisschen besser timen und so, und wäre das alles kein Problem gewesen, ne? Oder halt eben, dass er irgendwie es einfacher sagen könnte, hey, ich hatte da irgendwie, also quasi mich selber beim Schalten lassen mit einem Pikmin und Ochin einfach alles hin und her fressen lassen. Wäre auch eine Variante gewesen. Denke mir so, weil Ochin eben kann ja selber steuern, kann ja auch sagen, hey, machen Hapsen in der Mitte und so. Ich glaube, das wäre noch effizienter und noch schneller gegangen. Aber egal, jetzt erstmal gucken. Haben wir noch ein bisschen Zeit für eine weitere Dandura-Mission oder war es das für diesen Tag? Wohlgemerkt, Ingame-Tag, ne? Ja, muss mal gucken. Okay, Flügelbecken dabei, gut. Oder wird es ein bisschen schwierig hier drüber? Ich glaube, rein Ingame-Tag-mäßig müsste noch ein weiteres Andore-Duell drin liegen. So, schnell überspringen, steht immer selber drauf, genau. Gut, wir haben die falsche Taste. Hätten wir das Dandure-Duell, fehlen noch 2 Stück, wa? Wo geht ihr mal hier hin? Seht ihr mit dem kürzesten Weg? So, was haben wir hier Schönes? Sammeln wir das alle Schätze und Kreaturen. Wie gewohnt, nichts Neues. Ja, jetzt kommen die Schuhe 5 Dinger. Ja, immer so viel Stress. Das mag ich nicht, Alter. Oh, kann er schon wieder. Okay, jetzt können wir doch mal. Die Drohne. 7 Minuten insgesamt. Also, ich habe Elektro- und Felspigmin. Das Ding platt machen ist klar. Okay, ich erst einmal. Ich brauche nochmal so eins. Okay, ich brauche erst einmal mehr Elektro-Pigmin. Da habe noch ein paar. Gut, der natürlich eher für den Rückweg, aber andererseits, ich meine. Bringt es wieder so viel Zeit ein? Ich weiß nicht. Ich werde erst mit dem Elektro-Pigmin den platt machen. Ich werde erst mit dem Felspigmin hier. Die 3. So. Dann hinüber, den Froschblättern. Die einsammeln. Dem Felspigmin vielleicht die Dinger gleich abgrasen mit dem Elektro... Ne, Moment, umgekehrt. Elektro-Pikmin. Aha. Kommt doch von der Seite kommen. Hat da oben noch was? Oder ist aber 7 Minuten sind noch knackig, hey. Junge. Da kann man sich sogar überlegen, ob wir den Rest hier oben erstmal noch weglassen. Ja, ist wohl die falsche Taktik. Ich habe so das Gefühl, die beste wäre tatsächlich relativ schnell straight hier durchzumarschieren, Gegner platt machen, hier hoch. Da vor allem die Abkürzung zu schaffen nach unten. Dann den von hinten zu überraschen, dann hier durchbrechen. Und zumindest schon mal das Gebiet hier zu machen. Zumindest für Bronze, hä? Und das wäre dann noch für Gold oder Platin auf dem Rückweg. Ich habe so das Gefühl, das wäre die bessere Idee. Ich guck gleich mal. Let's go! Und Rückweg mich nehmen, Freunde, weil dauert nicht lange. Ah, jetzt ist das so ein fetter Frosch.
kosten sehr viel Zeit. So, da gäbe sicher auch viel Ochin. Nimm du das schon mal mit. Dann gehe ich da oben durch. Warte mal, jetzt habe ich offenbar viele Fels-Pikmin. Oder den Rückweg. Okay, dann natürlich auch wichtig, das stimmt. Da unten noch weitere Pikmin. Jetzt haben wir das Problem, dass ich gerade das Szenario habe, was ich eigentlich nicht wollte. Haben wir sogar nicht gesehen. Das Szenario wollte ich mir garantiert nicht. So. Die mitnehmen, das mitnehmen. Ja, definitiv zu viele Pikmin verloren. Kann man nicht anders sagen, muss man leider so sagen. Da hängt noch etwas. Okay, dann die Bombe. Also die Frage, wie viele Pikmin habe ich insgesamt noch? Reicht es noch eigentlich für mehr oder weniger alles Mögliche? Wir werden sehen. Einsammeln. Mit Items gar nicht mehr so viele. Gut, dankeschön. Hä? Okay, das war fies. Hä? Ah, da war der. Oh. Entschuldigung, hab's nicht geschnallt. Sorry, mein Fehler. So, jetzt kommt natürlich die Frage, wieso mache ich das nicht mit Ochin? Aber mit Ochin will ich was anderes machen, tatsächlich. Ich brauche noch 5 Pikmin von euch. 6, okay, geht auch. Selber kommen wir da gar nicht hoch, oder? Hä? Nein, ich will aufsteigen. Hallo? Ah, Mist, das geht so gar nicht. Okay. Ja, aber wie soll ich denen sagen, was sie machen sollen? Ah, doof. Nein. Scheiße.
Links ist nur für Ochin. Hä? Ach so! Oh, verdammt. Jetzt ist schnell, wie das Ganze gedacht ist. Oh nein! Okay, ich hoffe, das klappt noch. Aha, vielleicht wenn ich ihn treffen würde. Ja, ein bisschen schwierig. Okay, geschafft. Ja, das würde natürlich wesentlich besser gehen, logischerweise. Aber lass mal gut sein, weil wir trotzdem 180 geschafft haben, das wäre das Minimum. Alter, ja, da wäre Silber, da wäre vielleicht sogar Gold drin gewesen. Wenn ich nicht den Fehler mit Ochin gemacht hätte. Mit einer zweiten Bombe, die wäre jetzt natürlich auch überflüssig, hätte einmal eine Bombe gereicht. Wobei, ja, beide Bomben halt für den Großen, ne, ja. Aber ihr seht, mein Stuhl 5 dann durch und das, obwohl ich jetzt nur einmal mich kurz umgeguckt habe, habe es trotzdem beim ersten Anlauf geschafft, ne? Obwohl ich kurz davor war zu wiederholen, weil ja auch da einmal da beim fetten Viech zu viele Pigment verloren. Aber wir haben natürlich vorher gewusst, dass da in diesen Hügeln da nicht nur wie immer sonst so diese Rohstoffe drin sind, sondern halt jetzt auch endlich mal ein paar Bomben. Was nicht immer der Fall ist. Aber diese unterirdische, wieso sollen da Kristalle drin sein? Ich bin ja selber doof. Also ist er dann doof, ist ja keine Höhle. Aber guck mal nach, von der Zeit her bin ich wirklich nicht schlecht unterwegs, muss ich mal so sagen. Also, weißt du was, ich gehe schon mal selber rüber. Vielleicht reicht es sogar noch fürs letzte Dandori-Duell. Könnte sein. Das ist echt ein elend langer Weg. Seid langsam mal da, Freunde. Ja, gleich. Oase der Ordnung. Wieder mal dasselbe. Klappt noch, okay, perfekt. Jo, dann kriegen wir tatsächlich alle Dandori-Duelle vom Urwaldtiger noch in dieser Folge runter. Perfekt. Ah, wieder Schuhe 5. Nein. Also, jetzt das andere auch geschafft. Ich hatte Probe des Laubweisen geschafft, also um Himmels Willen. Hätte wohl auch den Quatsch ja hinkriegen. Gott, wie sieht denn der aus? Mehr Pikmin, verliere sie nicht. Ja, da sagst du was. So. Rohstoffe, Hügel, giftig, braucht weiße, okay. Kommt theoretisch schon mal da rüber, bauen natürlich ein paar Rohstoffe, die ich noch nicht habe. Ich halt explizit doch sammeln muss. Die Frage ist, wo sind die? An der Karte geht's besser. Hinter mir? Wo fliege ich gerade hin? Ah, ich krieg einen Drehwurm. So. Nee, fange ich an. Hier, Hier sind angeblich auch Karten noch ein paar Pikmin, okay. Natürlich weiß, es sind genau die, die ich brauche. Da muss ich erstmal darüber, also sprich dann... das hier stimmt sogar. Ich muss aber erstmal von der Seite aus, mit dem Weißen, um den noch Platz zu kriegen. Okay. Dann hier, damit ich die Dinger eben runterziehen kann.
Ja. Let's go, würde ich mal sagen, wa? So, vorher habe ich hier sonst keine, die ich jetzt, wo ich sagen könnte, ja, die kann ich jetzt easy peasy mitnehmen einfach. Nein, mit Ochin hier ist sowieso doof. Was? Moment. Flügel-Pikmin hier wäre eine Option. Ich mache lieber das hier. Brauche hier überhaupt? 20. Oh, verdammt. War doch erst noch mehr Pikmin, ne? Okay, okay. Aber ganz ehrlich, da ich hier sowieso überall die Dinger brauche, die weißen, kann ich mir die Flügel-Pikmin sowieso schon mal hier einsetzen für solche Dinge. So, bitte mal ausbuddeln und direkt mitnehmen. Du bist eh der schnellste von der Sorte, wenn ich eh schon dabei bin. Die müssen leider auch alle mitkommen. Da hinten war ein größerer. Ochi, mach du das. So. Nein, Moment. Verzeihung. Eine doofe Idee, weil überhaupt 20 Pikmin, um die Leiter hier runterzukriegen. Doof. So, jetzt könnt ihr richtig anfangen, Freunde. Noch genau die 15 dafür. So, und dann wieder 5 Stück. Wieder mit Ochin das klar machen. Dann gehen wir mal hier gucken. Komm, wir sollen den runterkriegen. Junge, Junge. Okay, die Betreuung tatsächlich übersehen, krass. Okay, warte mal. Dann mal den runtertragen, bitte. Aber nicht. Ah, scheiße. Ganz kurz gucken. Oder brauche 30. Ah, scheiße, scheiße, scheiße. Das, was ich mit Ochin selber schon vormachen kann. Da ist alles giftig. Da würde ich ja lieber nichts machen, wenn ich ehrlich sein darf.
Das wird gerade ein bisschen schwierig, merke ich gerade. Bis zum Schluss, ja, ich weiß, wie immer, ja. Hm. 17, war noch ein paar Pikmin mehr für das Ding dort. Jetzt nur die Frage, ich meine, ich kann das Ding sofort holen. Gar kein Thema. Du kannst das Ding auch schon sofort mitnehmen. Okay, klappt nicht mehr, ja. Was? Ah, nicht dein Ernst. Ey, genau jetzt hatte ich es aber. Ja, wenn man ein bisschen weiß, wie es geht und so, wo einfach achten muss, dann geht schon. Also, der Anfang war ja nicht schlecht. Gegenteil wird sogar richtig gut so. Thema Pikmin pflücken. So. Also, vor allem geht es halt darum zu wissen, wo sind die nächsten Pikmin, ne? Das ist halt auch immer ganz, ganz wichtig. Vor allem auch mit den Dingern, ich meine, theoretisch kann ich die auch so schon mitnehmen. Weil ganz ehrlich gesagt, ich glaube sowieso, dass es eigentlich ein Fehler ist, was ich treibe. Okay, das war nicht geplant. Ich wollte eigentlich, dass sie drauf springen. Meine Güte. Manchmal sind die Gegner auch ein bisschen schwer vom Begriff. Also, dann nochmal vorne. Was ich gerade sagen wollte, von wegen, ja, ich muss ja gar nicht da irgendwie alles so machen, wie man eigentlich das Spiel vorgibt. Das stimmt, ich muss ja die Brücke da gar nicht runterziehen. Wozu auch? Das können die Flügelpikmin machen, die müssen da sowieso. Ja. Die brauchen keine Brücke dazu. Den Gegner mitnehmen kann ich mir eigentlich sogar sparen, wenn wir ehrlich sind. Noch 10? Ja. So, wenn ich es jetzt so mache. Dann noch kurz von Ochin trennen. Ja, das wollen die natürlich sogar noch mit, okay, egal. Ja, was aber Ochin wieder treibt, oder auch keine Ahnung. Schon wieder Ochin, bleibt einfach da stehen. Was soll denn das immer? Jetzt war aber schon mal. Ich könnte eigentlich, oder ich kann es aber natürlich auch Ochin überlassen. Wenn er noch ein paar Pikmin holt.
15 Dinger, das reicht eigentlich, ne? Genau. Ja, dann wir schon, dass das auch geht. Perfekt. Gut. Was? Umstände bis zum geht nicht mehr, Leute. Schwierig, schwierig. Ochi, den ich nehmen. Kurz hoch, damit die Flügel-Pikmin das alles machen. Perfekt. Währenddessen mit den weißen oder giftigen Pikmin, wie auch immer. Wenn wir 2 Flügel-Pikmin bei mir habe, warum auch immer. Ja, manchmal kommt Ochi, manchmal nicht. Das ist ein bisschen unzuverlässig, der Gute. Leider, muss man dazu sagen. So. Aber ganz ehrlich, was würde das ohne Ochi machen, ne? Vor allem an der Stelle wäre es so ziemlich aufgeschmissen, muss man leider zugeben. Okay, Ochi mal wieder. Der nicht das macht, was er gerne von ihm hätte. Ist ja nichts Neues. Komm wieder mal schnell rüber. Die Flügel-Pikmin, will ich das mal noch machen? Den da hinten ist gerade egal. Dankeschön, Ochin. So. Nimmst den noch mit. Okay, dann soll mit dem weißen Pikmin hier noch ein bisschen aufräumen. Können wir eigentlich machen, wa? Das Problem ist jetzt irgendwie da noch was mitzunehmen, wird eh schwierig, wenn wir ehrlich sind. Sei natürlich mit den Flügelpigmin. Ja, okay, jetzt habe ich sowieso nichts mehr. Hier noch effizienter sein, ne? Die Frage, ja, wenn ich natürlich von Anfang an in den Fluss gehen würde, weil eben die Goldklumpen können den Flügelpigmin von Anfang an einsammeln. Ich könnte sofort auch Dinger machen. Also sprich lila Pikmin noch. Zumindest 5 Stück davon und die dann für die Feinde einsetzen, beziehungsweise für die schweren Gegenstände. Ich muss das nicht immer mit Ochi machen, ne? Also statt mit Ochi nach und nach alles einzusammeln, hätte ich eher alles platt machen müssen, alle Wege freiräumen. Und dann mit lila Pikmin die schweren Sachen holen, mit Ochi graben und so. Ja. Aber man sieht, hey, eben, ich habe mir die Brücke haben wir jetzt gespart, weil, wozu auch. Aber Freunde, so oder so ist es egal, weil das war unser letztes Dandori-Duell. Ich hoffe zumindest. Die Hoffnung ist stark in mir.
So, ich weiß jetzt nicht genau, wohin das die Pikmin den tragen. Sowieso hier durch, ja? Okay, okay. Demzufolge, ja, man sieht so eine Prozentzahl, 86% bereits, es fehlt wirklich nur noch das hier. Die letzte gestrandete, die letzten Schätze, wir brauchen alle 6 Pikmin-Arten. Also was heißt alle, wir haben ja mehr. Aber ja, wir brauchen halt viele Pikmin-Arten. Ich mich halt trotzdem fragen, was ich in der letzten Folge schon die Frage gestellt habe. Ob ich wirklich halt die Höhle komplett durchmachen muss, um wieder zurückkehren zu können für eine bestimmte Ebene. Oder sobald ich eine Ebene geklärt habe, dass wir jederzeit wieder dahin zurück kann. Weil ich habe eigentlich keinen Bock, in die 20, 30 Ebenen zu marschieren und dann am Schluss nochmal gegen so einen Endboss anzutreten mit dem bestehenden Pikmin. Ich würde halt lieber nochmal rausgehen, nochmal alles frisch auffüllen und dann nochmal, ja, gegen Louis antreten. Das klingt so krass, gegen Louis antreten. Ich finde den Fehler in der Matrix, war. Dass man gegen Louis antreten müsste, hallo? Louis vermöbeln, ja, aber nicht gegen Louis antreten. So. Wir können nochmal Ochins Nase prüfen lassen, beziehungsweise, ich vergesse immer wieder, welche Tasse es ist. Ja. Ja, Ochin, wo hat Schätze? Wo hat's feine Schätze, hä? Aber im Prinzip müssen es noch die in der Höhle dort sein. Er geht auch schon dahin, ne? Naja, komm. Dann lassen wir das mal. Da drin sind 48 Schätze, wa? Gut. Ich kann es ja kurz kontrollieren. Ob das wirklich alle sind oder ich noch was vergessen habe. Ja, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir das Projekt in den nächsten 5 Parts abschließen. Ne? Wenn ich jetzt sage, ich nehme vielleicht maximal 2 Parts noch für Nachtexpeditionen, wenn ich genug Leuchtsaft habe, darf ich noch 3 Folgen oder 2 davon für die Höhle selbst, letzten auch irgendwie für den Endboss-Fight. Ich glaube, das könnte aufgehen. Watchens-Punkte. Zehn lila Pikmin verloren. Nein. Verloren. Eine Zwiebel. Ja, man sieht eine Anzahl der Schätze. 48 sind genau die in der Höhle. Also in der Höhle sind mehr Schätze als in allen anderen Höhlen plus Overworld zusammen. Aber dafür haben wir abgesehen von Louis alle Gestandenen gefunden. Eigentlich schön, wenn man so ein Spiel auch mal so abschließen und vor allem auch komplettieren kann. Es steht hier zwar 31 von 43, aber da geht es natürlich auch vor allem um diejenigen, die ich noch nicht geheilt habe, ne? Also im Prinzip 12 Stück, die noch irgendwie zurückkehren müssen. Vermutlich liegen 11 Stück hier bereit, wa? Ja, ist eine ganze Familie. Die ganze Family ist da. Ja, so was war. Bei der Heil machen, werden wir das schon mal voll. Eigentlich spielt es keine Rolle, war, weil wenn ich die Dinge noch geheilt habe. Komm, mach's hier. Also weil in der nächsten Folge eine Nachtexpedition machen, Leuchtsäfte, dann haben wir nachher sowieso die Dinger hier voll. Natürlich, wie immer. Okay, noch irgendwas hier. Ist dann irgendeine Gruppe voll geworden hier oder so? Wo ich schon alle gesammelt, befreit habe.
Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, es gibt auch so Sidequests, die endlos sind. Wie der zum Beispiel, oh, du kannst endlos viele Pikmin erblühen lassen, gibt immer wieder ein bisschen Rohstoffe. Die Fernsehcrew haben wir komplett, sehr gut. Aber Berner wäre natürlich erst dann, wo ist er überhaupt? Hier. Wäre natürlich erst dann fertig, wenn wir, beziehungsweise bei ihm hier, wenn wir erst fertig, wenn wir alle Gebiete komplettiert haben. Aber eben, weil wir dann die letzte Höhle gemacht haben, ist das auch ready. Ja. Aber eben hier noch viele, viele Laublinge, die wir zurückwandern müssen. Alter Schwede. Wie sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, das sind genau die 11, die ich vorhin erwähnt hatte. Und dann würde nur noch Louis fehlen, dann hätten wir alle 43. Krass. Richtig krass. Ja, Maki. So, wir haben noch ein paar Punkte. Die wären schon geil, damit ich da unten liegen nicht mehr irgendwie festklebe oder so. So, machen wir die noch. Die sind beide noch für später auf. Schocker kann nicht schaden. Man weiß ja nie, was man in der Höhle dann irgendwann noch finden wird. Jo. Ansonsten passt es, wa? Geht's mir zurück, Mann? Ja, irgendwann später mal wieder. Irgendwann kommen wir doch immer wieder gerne an. So, Freunde. Dann an der Stelle mal vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ja, wieder mal für eine extra lange Folge. Ja, irgendwie schon, ne? Also, nächster Part, Nachtexpeditionen. Mehrere, tatsächlich, weil wir brauchen 11 Leuchtsäfte. Da werden ein paar geben. Eben nächste und vermutlich nochmal übernächste Folge. Und dann, wenn wir die alle hier gemacht haben und somit eigentlich auch alle Leute bis auf Louis gerettet haben müssten und somit auch alle Sidequests gemacht haben, oder fast alle gemacht haben müssten, würde ich sagen, wagen wir uns nochmal in den Urwalddickicht und machen die letzte Höhle und dann hoffentlich auch irgendwie mal noch Louis und sein Endboss 100, was auch immer das sein soll. Wir werden sehen. Bis dahin, ciao zusammen.